Ganz schönen guten Tag. Jetzt zu einer Lyrik Dreiviertelstunde kann ich sagen. Unser Event heißt Lyrik groß geschrieben und ich sitze hier mit zwei großen zeitgenössischen Lyrikern. Auf der rechten Seite habe ich den deutschen Lyriker, auch Essayisten, Literaturkritiker und Literaturübersetzer Jan Wagner. Er hat für sein Werk viele Preise, Stipendien bekommen, unter anderem zum Beispiel Georg-Büchner-Preis und den Preis der Leipziger Buchmesse für Regentonenvariationen und eigentlich 2021, wenn es richtig ist, also das Jahrgang Pont-Preis, das war der erste internationale Preis, den Jan Wagner in Slowenien bekommen hat. Und was ich noch erwähnen möchte und wir wahrscheinlich auch ein bisschen darüber reden, also im Rahmen dieses Preises wurde auch eine Anthologie von seinen Gedichten rausgebracht, Autoporträt Zrojem Cebel beim Verlag Beletrina. Genau. Oh, super. Boris hat es dabei, also das ist dieses Buch. Danke, Boris. Kann ich es so? Okay. Und auf der linken Seite ganz große slowenische Dichter Boris A. Novak, auch Professor für Literaturwissenschaft an der Philosophischen Fakultät für Versologie. Er war übrigens auch mein Professor. Also deswegen habe ich ganz besonders Lampenfieber heute. Ja. Und ganz großer slowenischer Lyriker, Versologe, auch im Versologie-Sinn großer Pädagoge, auch ein, sagen wir mal, wahnsinnig guter Dichter, auch mit sehr viel Wahnsinn schreibt er die Gedichte und über diesen Wahnsinn werden wir eigentlich heute auch sprechen. Und über diesen riesengroßen Epos, der vor Ihnen jetzt steht, auch preisgekrönte Lyriker, also er hat zum Beispiel den großen Prescheren-Preis, das ist der größte Preis in Slowenien für Kulturschaffende bekommen und natürlich diverse nationale und internationale Preise für Lyrik. Also damit ich nicht so viel spreche, ich will doch, dass die beiden Lyriker zur Rede, zum Wort kommen. Vielleicht die erste Frage. Wie gesagt, unser Event, unsere Veranstaltung Jan Wagner heißt Lyrik mit Großbuchstaben L. Und wir sollen eigentlich über die klassischen Formen in der zeitgenössischen Lyrik sozusagen sprechen. Sie oder du machst ja, also du spielst mit der Formen des Sonetts und auch mit anderen Formen. Wie sollen die klassischen Formen in der zeitgenössischen Lyrik aussehen? Soll man die neu interpretieren? Wie ist es mit Kontexten? Also erstmal danke für die Einladung. Es ist schön, mit euch jetzt plaudern zu können. Ich habe viele Dichterfreunde, die sagen, warum um Himmels Willen tust du das überhaupt? Warum benutzt du Sonette oder Sestin oder Villanellen? Das ist doch furchtbar und eine Einschränkung beim Schreiben. Und für mich ist eigentlich immer das Gegenteil richtig gewesen. Es ist sehr befreiend, diese Formen zu benutzen, weil sie sozusagen erstmal alle auf ihre Art einen eigenen Charme haben. Also die Sestina hat ihren eigenen Charme, ihre eigene Musik, die Villanelle, das Pantoum, man könnte so unendlich viele Formen nennen, das Sonett auch. Und gleichzeitig sind sie eine Aufforderung zum Spiel. Es gibt einen gewissen Regelsatz, Regeln, die man bekommt von der Tradition. Und wenn man sich diesen Regeln aussetzt,
nicht sich ihnen unterwirft, aber ihnen aussetzt und mitspielt, dann ist oft genug der Effekt, finde ich, dass man sich überhaupt nicht eingeengt fühlt, sondern Freiheit hinzugewinnt. Gedankliche Freiheit, bildliche Freiheit. Und deswegen kann ich diese Freunde, die sagen, sie würden nie in ihrem Leben eine Sestine schreiben, nicht verstehen. Aber natürlich kann man sie nicht blauäugig übernehmen. Und ich glaube, es ist sozusagen erstens wichtig, die Form nicht als etwas Aufzufüllendes zu verstehen. Also ich glaube, es ist nicht schlimmer als ein Sonett, bei dem man merkt, die Zeile 14 steht nur da, damit ein Sonett daraus wird. Ich glaube, jeder Leser merkt sofort, die letzte Strophe ist nur da, um eine Form zu erfüllen, einer Tradition gerecht zu werden. Und das ist nahezu tödlich für ein Gedicht, glaube ich, wenn der Leser merkt, es sollte ein Sonett werden. Aber eigentlich sind die 3 Zeilen überflüssig. Das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Also ich glaube, wenn man das benutzt überhaupt, dann ist es wichtig, sich nicht der Tradition zu beugen, sondern sie selbstbewusst als Spiel zu begreifen. Und dann kann man im besten Falle durch diese Form nicht die Form auffüllen, sondern dafür sorgen, dass das Gedicht zur Erfüllung findet, was vollkommen anderes ist. Boris, wie denkst du über diese Offenheit der klassischen Formen und vielleicht schon, ich habe erwähnt, dass du diesen riesengroßen, nennst du selbst Wahnsinn gemacht hast, den Epos, in Bezug zum Epos vielleicht, dass wir in medias res zum Buch gehen, zu dieser Trilogie, Vrata Nepovrata, Epos in heutiger Zeit, nach der Helden- und Mythoszeit sozusagen. Dankeschön. Zuerst muss ich sagen, dass ich ganz einverstanden bin mit Jan Wagners Erklärung. Die Zeit dieser klassischen Formen scheint vorbei zu sein. Diese Formen waren wahrscheinlich tot oder sie konnten nicht mehr viel sagen, weil sie zu oft genützt wurden in den 19. Jahrhundert. Nachdem haben alle diese Formen und fast alle diese Formen in einen tiefen Schlaf gefallen. Und ich denke, dass die Formen, die das Privilegium hatten, so lang in Ruhe zu sein, können noch einmal genützt werden und können eine neue Frischheit des Ausdrucks haben. Und ich denke dasselbe auch für das Epos. Die letzte Periode des Epos war wahrscheinlich barock. Und nachdem hat die literarische Theorie gesagt, dass Epos tot ist, dann hat dasselbe Schicksal auch auf der Tragödie gefallen, aber ich bin sicher, dass Epos nicht tot ist. Wir haben zum Beispiel einen großen Epos Homeros von Derek Walcott, karibischen Dichter, eine Ode zu dem Meer, wo Walcott die Namen von Homeros genützt hat, aber Achilles, Hektor und Helena hier die Fischermen sind. Und das ist sehr frisch und poetisch sehr, sehr stark. Ich habe geschrieben verschiedene Bücher über die dichterische Formen, zum Beispiel dieses Buch, Die Formen des Geistes. Und in dieses
Buch habe ich 220 verschiedene Formen präsentiert. In jeder Form ein Gedicht oder ein Zyklus geschrieben und dann mit die kommunikativen Erklärungen für meine Studenten, für die Jugend hier gebracht. Epos hier, und das ist jetzt meine auch Frage an meine Kollegen, und ich bin sehr, sehr wirklich, es ist eine große Freude für mich, eine ähnliche Seele in diesem Sinn zu finden. Aber hier möchte ich eine Frage auch für deine Poetik stellen. Ich brauchte 50, 20 Jahre für diesen dichterischen Wahnsinn. Das ist die Geschichte meiner Familie, von dem 19. Jahrhundert bis zu heute, mit vielen tragischen Geschichten vom 20. Jahrhundert. Ich habe begonnen, es zu schreiben mit allem Respekt für die terza rima, für die endecasillabo giambico, also jambische Elfsilbe, für die Reimen und so weiter. Aber es hatte für mich einen zu formellen Klang, und dann habe ich gesehen, gefühlt, dass ich musste terza rima als den Grund haben und dann alle Variationen machen als ein Jazzmusiker und nützen auch die anderen Rhythmen, Formen, an den verschiedenen Situationen, Charakteren und so weiter zu kommen und zu ausdrücken. Und das hat mir eine große Freiheit gegeben, sein gleichzeitig begründet in der alten Formen und gleichzeitig frei für alle Möglichkeiten, auch für die Carmen Figuratum, für den, ich habe verschiedene Kolonnen der Versen, ich spiele mit der Disposition der Wörter, der Versen, der Papier und so weiter. Also erstmal finde ich das ganze Projekt erstaunlich und bewundernswert, ein so langes Epos zu schreiben. Ich finde es auch beneidenswert, weil ich die Form des Langgedichts und des Versepos immer sehr reizvoll fand. Und es gibt eine ganze Reihe von Großgedichten, also von klassischen Großgedichten, die ich immer sehr geliebt habe. Also von sozusagen natürlich Dante bis zu Homerus von Derek Walcott. Und ich verstehe sofort, was du sagst. Also wir haben ja die Freiheit sozusagen, diese Formen aufzugreifen und zu lieben aber auch die Freiheit, die Regeln zu brechen. Die Regeln sind zum Brechen da. Also ich glaube, man hat keine Freude am Spiel, wenn man nicht auch schummelt und die Regeln unterläuft. Und die Freiheit haben wir, weil wir eben nicht mehr sozusagen eine Regelpoetik haben, wie zu Zeiten des Barock. Also kein Buch von der deutschen Poeterei, wo dann jemand kommt und sagt, um Himmels Willen, ja, wo dann jemand kommt und sagt, aber das müsste doch ein Jambus sein eigentlich. Und das ist ja nicht mehr der Fall, zum Glück. Wir haben die Freiheit zu mischen. Wir können jederzeit den freien Vers benutzen, der ja nur so heißt und auch nicht wirklich frei ist. Aber wir können den benutzen und wir können Interzinen schreiben. Und ich finde es sofort einsichtig, dass du sagst, du hast ein Muster, aber weichst interpretierend und improvisierend immer wieder davon ab. Denn so bleibt es ja lebendig. Und ich glaube, es ist auch eine Gefahr dabei, wenn man sich diesem rigiden Schema zu sehr unterwirft und nicht mehr
dem Gedicht erlaubt, ja, Sprünge zu machen, irrsinnige Wolken zu schlagen. Das ist ja wichtig. Das Schöne für mich an diesen Formen ist, es ist eine Art von Korsett, aber es ist nur dann interessant, wenn man besonders wild darin tanzen kann. Dann ist es aufregend, dieses Korsett überzustreifen, sonst nicht. Und die modernen Versebenen, die ich liebe zum Beispiel, tun das genauso wie du. Mir fiel eben, als du Derek Walcott nanntest, noch Les Murray ein zum Beispiel, der ein hinreißendes Buch geschrieben hat, Freddie Neptune heißt das, also großer australischer Dichter, der auch im Grunde, das ist nicht so ganz so umfangreich wie dein Werk, aber es ist ein dickes Buch und man könnte es als ja, Verse-Novel bezeichnen oder als Vers-Epos. Und er hat immer wieder Passagen, wo er reimt und sehr starke musikalische Elemente hat. Aber dann weicht er davon ab und plaudert und gibt etwas einfach erzählerisch wieder. Das macht das Buch ungeheuer lebendig und sorgt dafür, dass auch immer ein Moment der Überraschung drin ist. Also ich finde, wenn ich jemals ein Vers-Epos schreiben würde, würde ich mir dich und Les Murray zum Vorbild nehmen. Ich habe Les Murray auch, ich kannte ihn und haben die Gedichte geschickt zueinander und das ist wirklich ein großer Dichter. Fantastisch. Ja. Also ich sehe, dass ihr mich fast nicht braucht, aber doch noch eine Frage. Boris, du sagst ja immer, deine Maxime ist, Bedeutung klingt und Klang bedeutet. Wie ist jetzt das verbunden im zeitgenössischen, also sagen wir mal, hat diese klassische Formen, indem dass sie jetzt damit spielen könnt, auch irgendwie der Inhalt geöffnet? Also, ich habe als Dichter begonnen als Avantgardist in den 17. Jahren. Aber wie Iphigenia Simonovic zum Beispiel, aber ich habe immer auch in diesen Experimenten eine große Musikalität und das Klang war immer sehr wichtig für mich und das war dann der Weg von den Experimenten zur Entdeckung der alten klassischen Formen, die die größte Komplexität der Beziehungen zwischen Klang und Bedeutung ermöglichen. Und hier, denke ich, brauchte zum Beispiel Dantes Terza Rima auch nicht in der Gefahr der narrativen Poesie zu fallen, weil diese Reimen beförderten immer eine Ankerung in der Sprache. Also es ist für mich nicht schwierig, die Reimen zu finden. Aber wenn man eine Geschichte erzählt, dann ist es schwierig, zum Beispiel die dritte Reim zu finden. Aber es ist sehr wichtig, weil das heißt, dass ich musste andere Wege finden, etwas zu ausdrücken. Und diese Anstrengung der Sprache ist sehr, sehr wichtig und gibt zu der dichterischen Sprache mehr Bedeutungen. Gibt es eine Tiefe und es ist viel reicher dann eine einfache narrativische Erzählung zu haben. Und das ist der Grund, weil ich denke, dass die Form ist so wichtig, auch für die narrative Poesie.
Die Formel ist die Rettung. Es ist schwierig, aber es gibt die Musik, es gibt Polyphonie des Klangs und der Bedeutung. Und das ist wichtig. Und kann ich nur dazwischen, ich weiß gar nicht, wenn man es so bei dir nennt, aber du sprichst sehr viel über die kleinen Dinge, die im Gedicht dann groß sozusagen gemacht werden, wenn ich so in ganz einfachen Worten das aussprechen kann, weil du auch sehr viele poetologische Essays, also so Reflexionen über deine Poesie schreibst. Ist jetzt bei dir dieses Inhaltliche, also von irgendwie klassischen Sonettinhalten bis zu den kleinen Dingen gekommen, oder wie beschreibst du überhaupt deine Poetik? Also ich bin an den kleinen Dingen interessiert, den vermeintlich kleinen Dingen, weil meiner Erfahrung nach nichts wirklich klein ist, wenn man Gedichte schreibt, weil alles zum Gedicht werden kann. Es gibt ein herrliches Gedicht über ein Glas Wasser von Josef Brodsky. Es gibt ein Gedicht über ein ausgelatschtes Paar Schuhe von Charles Simic. Es gibt ein Gedicht von William Carlos Williams über die eigene Nase. Damit fängt es schon an, wo er sagt, oh Nase, wenn du so groß und so klobig bleibst, wie du bist, wer soll uns doch anschauen? Ein fantastisches Gedicht. Also es fängt mit den ganz kleinen Dingen an, aber es bleibt ja eben nie dabei. Und das Schöne für mich ist bei Gedichten, dass es keine Nebensächlichkeiten gibt. Es gibt nichts, was zu gering wäre, wenn man sich ganz darauf konzentriert und bereit ist, so lange zu warten und zu suchen und zu schauen, bis sich ein überraschender neuer Aspekt ergibt. Und bis sozusagen man merkt, dass die ganz großen Themen, die immer im Hinterkopf sind, die Scheußlichkeiten, die Dunkelheiten genauso wie die Schönheiten und wenn man die klassischen Themen der Poesie mit Liebe und Tod und Verlust und so weiter benennen wollte, das ist natürlich, weil wir alle damit permanent beschäftigt sind, auch beim Schreiben immer im Hinterkopf, aber meine Erfahrung ist eben, dass die Liebe sich am besten ausdrücken und am frischesten ausdrücken lässt, wenn man sie in einem Glas Wasser sucht. Dann ist plötzlich etwas Überraschendes dabei und wir lernen etwas Neues über die Liebe. Und diese Überraschung ist ohnehin also ich denke immer, dass Experiment und traditionelle Form ja kein Widerspruch ist. Dass genau das, was du gesagt hast, Boris, ja das Experimentelle auch am Benutzen von Formen ist. Wenn man Experiment als etwas versteht, als Ungewissheit im Prozess, als etwas, was man selbst nicht hundertprozentig berechnen kann oder will. Denn für mich ist das Schöne wirklich bei der Suche nach dem dritten Reim oder nach was auch immer, ist man gezwungen, von der Form neue Gedanken zuzulassen. Und plötzlich sitzt man da und wird vom eigenen Gedicht überrascht. Und das ist für mich der schönste Augenblick, egal ob man mit einem Teebeutel anfängt oder den großen Themen, dass man plötzlich da sitzt und paradoxerweise von dem Gedicht, das man selber schreibt, etwas Neues lernt. Das ist ja erstaunlich eigentlich, weil man sitzt da, es ist das eigene Papier, der eigene Stift, es sind die eigenen Gedanken, die eigenen Worte und trotzdem ist etwas da, was man vorher nicht wusste. Und die Form, glaube ich, trägt dazu bei. Also gerade dieser sanfte Zwang einer Form trägt dazu bei, dass dieser Moment der Überraschung da ist. Jedenfalls ist für mich das Spannende dabei. Und um zu deiner Frage zurückzukehren, auch nach der Bedeutung, ich finde, also es ist, glaube ich, es ist ja immer etwas Handwerkliches auch dabei. Also beim Schreiben ist es auch ein Handwerk, was wir betreiben. Und ich finde es gut, dass man wie Maler ja auch wissen, wie Farben reagieren und mit was für Stoffen sie es zu tun haben. Ist es für Dichter doch gar nicht schlecht zu wissen, was es an Formen gibt. Also selbst wenn man sie nicht benutzen möchte, ist es doch gut zu wissen, was eine Villanelle ist und wie ein Pantoum funktioniert. Denn im Fall der Fälle weiß man, jetzt wäre es gar nicht schlecht,
es mit einer Sestine zu versuchen, weil zum Beispiel man merkt, dass das Gedicht mit Wiederholungen spielt. Und dann kommt eben sozusagen der Moment, wo die Form vielleicht exakt der Bedeutung entspricht oder exakt dem Inhalt entspricht. Ich habe zum Beispiel, es gibt eine wunderbare Form, die Gazelle, die aus dem persischen Raum stammt, wo man ein Wort oder einen Reim immer und immer wiederholt. Und jetzt, ich habe Freunde, die sagen, das ist doch penetrant und furchtbar. Warum sollte man das tun? Aber wenn ein Gedicht sozusagen, und bei mir war das der Fall, sehr viele Krähen braucht, dann ist das eine perfekte Form, weil man in jeder zweiten Zeile gezwungen ist, eine weitere Krähe hineinfliegen zu lassen. Und dann ist plötzlich eine traditionelle Form nicht nur ein Anreiz zum Spiel, sondern auch eine Möglichkeit, einen perfekten Gleichklang zu schaffen aus Inhalt und Form. Ich bin ganz einverstanden. Es gibt immer in der poetischen Formen einen engen Raum, die unsere Freiheit kleiner macht. Und dann müssen wir die anderen Ausdrücke finden. Und dann finden wir die Lösungen, die frisch und überraschend sind. Und hier Robert Frost hat eine Parallele zwischen der poetischen Form und Tennisspiel gemacht, sagen, dass es wäre selbstverständlich viel leichter, Tennis, Sondernetz und der Grenzen der Welt machen, aber in diesem Fall dieses Spiel keinen Sinn hat. Und das ist dieselbe Sache, dieselbe Gesetz für die poetische Sprache. Also diese Rhythmus, Reim, Komposition, das ist alle die Gesetze, die sehr teuer sind. Also ich nenne das ist ein Steuer an die Sprache und die Steuer immer teuer sind, aber geben auch eine andere Tiefe, Weite und die Möglichkeiten, etwas Wichtiges auszudrücken, die niemals erwartet waren. Wenn wir jetzt zum Epos bei dir kommen, Boris, wir haben per E-Mail ein bisschen auch über Inhalt geredet, besonders über diese tragische Geschichte. Es ist eine Familien- und Generationsgeschichte, die in diesem Epos mitklingt und die eigentlich diesen großen historischen Hintergrund auch zusammenwebt sozusagen und auch etwas über die slowenische Geschichte sagt. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, warum du es geschrieben hast? Vor 20 Jahren hast du es begonnen und du konntest es ja nicht zuerst schreiben. Und was ist das Tragische in dieser Familiengeschichte? Haben Sie 5 Uhren Zeit? Okay, das waren mehrere Fragen, aber ja. Also, ich habe begonnen, dieses Epos Vrata Nepovrata, Tora oder Wiederkehr, The Doors of No Return in Englischen, begonnen zu schreiben nach dem Tod meines Vaters, der ein großer Erzähler war. Aber meine ersten Versuche
ich war nicht zufrieden. Und nach dem Tod meiner Mutter habe ich wirklich begonnen, dieses Epos zu schreiben. Das ist die Familiengeschichte, aber nicht nur über die Slowenen, aber auch über die anderen Leute. Meine Großmutter, Oma, eine Deutsche war, Großvater Slowene. Er kämpfte gegen das österreichische Imperium, auch die Söhne, und Großmutter hat es unterstützt. Mein Vater in Jugend schreibt einen Roman in deutscher Sprache, die Geschichte in der slowenischen Sprache. Er hat Ernst Toller übersetzt. Ich habe es hier, seine Übersetzung. Und er wollte mich Deutsch lernen, lesend Hölderlin, Georg Trakl, Heim und so weiter. Es tut mir leid, dass ich nicht besser Deutsch kann. Mein Deutsch ist lustig. Die Geschichte der Familie sehr tragisch war. Ein Teil dieser Geschichten ist auch in der deutschen Sprache zu mir gekommen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob heutiger Deutsche noch immer Rauber eine Bedeutung hat, der Anschluss für die Stromnetz, den Strom zu rauben. Ja, also ein Nachbar hat zu meinem Großvater gekommen, sagen, Herr Nowak, haben Sie vielleicht einen Rauber? Und mein Großvater hat geantwortet, nein, Räuber habe ich nicht, aber ich habe 4 Kommunisten. Und er hatte einen großen Konflikt mit den Sohnen und die Tochter, die Kommunisten waren, sagen, Stalin ist ein Mörder der Völker. Und dann hat der jüngste Sohn gesagt, lieber Vater, weißt du, was der Unterschied zwischen Stalin und ich ist? Was ist es? Stalin ist der Vater der Völker, der Kommunisten, der alle Kommunisten, und du bist nur der Vater der 4 Kommunisten. Dann hat der Vater ihn gejagt durch die Wohnung, der Sohn musste durch die Fenster fliegen und so weiter und so weiter. Wenn mein Großvater war am Sterbebett und sie und seine Frau haben 7 Kinder und Kleinkinder, meistens in der Zweiten großen Krieg verloren, in Gefängnisse, in Gestapo-Folterkammer, an der Schlachtfelder und so weiter, hatte meinem Vater gesagt, du weißt, was ich hören möchte. Und mein Vater hat, ja, hier ist auch sehr, sehr wichtig, da 2 dieser Verwandte waren liquidiert von der Kameraden, von der Genossen, aus dem Befehl der Zentralkomitees der Partei in Krieg. Und mein Vater
ja, ich weiß, Vater, was du hören willst. Und hat gesagt, Stalin ist der Mörder der Völker. Und dann Anton Nowak, Großvater, er war sehr zufrieden. Endlich, bitte, sag mir noch einmal. Und mein Vater sagt, ja, hat noch einmal gesagt, Stalin ist der Mörder der Völker. Und dann hat Anton Nowak, mein Großvater, gesagt, ach, das ist eine große Erleichterung, nun kann ich sterben. Und er starb. Das ist nur eine der Geschichten. Und die Großmutter, die ein Matriarch war, Großvater war ein Witzmacher. Und die Großmutter hat wirklich gerettet die Familie. Sie war religiös, und Großvater ein zynischer Materialist. Aber am Sterbebett hat er gesagt, Polka, Leopoldina, sag mir, wirst du das ein Priester rufen, so dass du kannst den Gott für die Verzeihung bitten. Und er hat gesagt, nein, ich will nicht. Warum? Und er hat gesagt, vielleicht möchte bi se rada spovedala greho, ali kako. Ja, vielleicht möchtest du deine Sünden zu den Gott und Pakten fragen. Und dann hat sie gesagt, ich bin nicht schuldig gegen den Gott. Gott ist schuldig gegen mir. Gott hat 7 von meinen Kindern getötet. Gott soll mich für die Verzeihung fragen und nicht ich ihn. Das ist 2 Geschichten. Entschuldigung. Nee, das sind 2 eigentlich zentrale Geschichten. Es ist ganz wichtig, ist natürlich auch der Vater, Ante Dante, sagst du ja an mehreren Stellen. Und natürlich wird es, also als ganz großer Vorbild ist hier auch Dante für dich als Dichter, denke ich. Das war die Gnade der Sprache. Ich musste 20 Jahre es schreiben, aber die Sprache hat mir eine zentrale Reim gegeben, Dante Ante. Und ja, die Geschichten gibt es nicht nur aus der Familie, sondern auch aus engeren und weiteren Kreis von Leuten, die in diesen Zeiten gelebt haben. Ja? Kann ich nur eine andere Sache, also es ist wichtig für mich, wirklich. Mein Vater hat als Partisanenkommandant 2 deutsche Bataillonen begründet. Von der österreichischen und deutschen Kriegsgefangenen. Und ein von diesen 2 Bataillonen hat sofort gegen die deutschen Panzer gegangen mit großen Verlusten. Das war der 4. Bataillon der Zankersbrigade. Alle Brigaden, Partisanenbrigade, Widerstand, hatten die Namen der Schriftsteller oder Dichter. Und dieser 4. Bataillon der Zankersbrigade hat am 19. Mai 1945 in die befreite Ljubljana einmarschiert. Mein Vater, Statistiker, hat mir gesagt, dass der Prozent der Österreicher und Deutscher, die im Widerstand partizipierten gegen ihr Volk, war
dieselbe als der Prozent der Slowenen. Und das ist eine, denke ich, wichtige Frage, die nicht genug auch in Slowenien klar ist, dass unser Sodržavljani, Mitbürger, die Deutsche war, die Österreicher war, teilte denselben Schicksal und haben auch gekämpft. Und ich denke, dass diese Leute ein Denkmal sollen haben in Slowenien. Und das wird auch in deinem Buch, in deinen 3 Büchern sozusagen thematisiert, was sehr wichtig ist, wie du gesagt hast. Das wurde nicht öffentlich, publizistisch und auch nicht literarisch viele Male bei uns thematisiert. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Jetzt habe ich auf die Uhr geschaut und wir müssen eigentlich zum Abschlussfrage kommen. Ja, ich wollte so eine allgemeine Frage an euch beide stellen. Wir leben ja auch heute in finsteren Zeiten, würde ich sagen, mit Brecht. Und wie sieht es mit der Rolle der Lyrik in diesen Zeiten aus? Also wir haben so viele Kriege wie fast seit 10 Jahren oder 20 Jahren nicht mehr. Also welche Rolle kann Lyrik spielen und welche Dichter? Also erstmal glaube ich, dass Gedichte, selbst wenn sie diese Themen nicht besprechen, doch auf eine Art sie filtern, anders als eine Zeitung das tun würde oder als wir das im Gespräch tun würden. Aber all das lagert sich ab in dem, was wir schreiben. Ich glaube, man wird nicht vermeiden können und wollen, dass diese Themen, die uns jetzt umtreiben, irgendwie einen Niederschlag finden in Gedichten. Und im besten Falle ist es ja auch so, also Lyrik wird ja tatsächlich oft auch zu Krisenzeiten gelesen. Und es ist ja bekannt, dass in den furchtbarsten Situationen Gedichte gelesen werden und geschrieben werden. Und zwar sehr, sehr gute Gedichte oft, weil sie helfen, etwas zu verarbeiten, etwas in Worte zu fassen, was damit greifbar wird und auch sozusagen geistig fassbar wird. Und zu guter Letzt ist es natürlich so, dass Gedichte auch immer einen Trost bieten können und dann könnten sie zumindest für eine Zeit mindern, was geschieht. Und das Herrliche ist, dass es auch Gedichte tun können, die vor langer Zeit in ganz anderen Krisensituationen geschrieben wurden. Boris hat ja gerade Georg Trakl genannt und ich habe im letzten Jahr wurde ich eingeladen zu einem Seminar über Kriegslyrik, der sozusagen direkt stattfand, als der Krieg sich intensivierte in der Ukraine, der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und wir lasen Georg Trakl und lasen sein großes letztes Gedicht Grodek, das natürlich sozusagen auch schon geografisch in dem Raum liegt, den wir heute wieder in den Nachrichten mit Angst und Sorge sehen. Und Trakl dann zu lesen war einerseits bestürzend, weil Trakl zu lesen immer bestürzend ist, natürlich aber auch erhebend, aber sozusagen der ganze Schmerz von Trakl in diesem Gedicht, alle Straßen münden in schwarzer Verwesung, und so weiter. Dieses Gedicht, das war plötzlich alles wieder sehr präsent. Also die großen Gedichte, glaube ich, schaffen es, den Schmerz anderer Zeiten über die Zeit zu retten und können dann ein Trost sein, weil sie so großartig wie nie zuvor etwas gefasst haben von diesem Schmerz, der natürlich auf eine Art und Weise universal ist, dass er uns heute auch noch ein bisschen Trost schenken können. Und Trakl zum Beispiel gehört dazu, wie auch andere große Dichter. Nur als Kommentar, ich habe zum Beispiel in diesen Zeiten sehr viel auch Menschheitsdämmerung gelesen, ne? was eigentlich, also ja, wie zeitgenössische Lyrik einfach, wie Lyrik von heute irgendwie klingt. Ne? Ich bin einverstanden nochmal und es scheint mir, dass die Lyrik niemals so lebendig ist als in den Zeiten der Krise
des Nots und wir leben genau in dieser Zeiten. Also man kann hier, das ist die Wahrheit, dass viele Menschen brauchen Poesie in diesem Moment und werden die Poesie und besonders die Lyrik lesen. Selbstverständlich, man muss nicht die Krisen wollen, allein die Poesie zu retten. Aber es geht zusammen, die Krisen und die Rolle der Poesie. Ja, meine lieben zwei Gäste, vielen Dank für dieses Gespräch, für diese Aspekte, für diese Blicke in euer Schaffen, in eure Poetiken und vielen Dank an das Publikum, dass sie mit dabei waren und ja, alles Gute. Danke an Tanja.